Das ist hier unser Kosmos, unser Fest. Und in diesen Wochen geht's halt drum, einfach mal loszulassen, bisschen bei den ganzen Sorgen, die wir alle mit uns rumtragen, die werden ja jeden Tag mehr, bisschen loszulassen, Freude zu genießen. Es geht einfach um Vielfalt, es geht um ein Miteinander, es geht auch grundsätzlich einfach um Werte. Um einen Umgang im Karneval, ein Miteinander zu pflegen. Es gibt viele gute junge Bands, die nach vorne preschen und den Etablierten so ein bisschen Feuer machen. Also da hat ja sowieso so ein klein bisschen Wandel stattgefunden. Man hat ja jahrelang immer vom Kleeblatt in Köln, von den großen Bands gesprochen. Du brauchst eine Ausrichtung für die Herren, du brauchst eine Ausrichtung für die Damen. Wobei, wenn man bei den Damen als Redner steht, das ist jetzt auch gar nicht despektierlich, ich meine, sing um dein Leben. Bis der Nubbel brennt. Der Kölner Karnevalspodcast. Bis der Nubbel brennt. Bis der Nubbel brennt. Herzlich willkommen. Das ist der neue Karnevalspodcast. Mein Name ist Björn Lindert und wir kümmern uns ab sofort um alle Themen rund um den Karneval. Natürlich ist die Karnevalssession begrenzt vom 11.11. bis zum Aschermittwoch, aber wir kümmern uns das ganze Jahr um alle Themen im und um den Karneval herum. Wir machen Hintergründiges, wir machen Traditionelles, wir machen Lustiges. Wir machen eigentlich alles. Also wir sind sowas wie die eierlegende Karnevals-Wollmilchsau. Und das ab sofort als Podcast, als Videocast. Also bis der Nubbel brennt. Und dafür gibt es natürlich auch zwingend Gäste, die ich mir immer wieder an meine Seite hole. Denn es bringt ja nichts, alleine über die ganzen Karnevalsthemen zu quatschen. Und ich habe mir für die Premiere 2 Gäste ausgesucht, ja, die eigentlich prädestinierter dafür gar nicht sein könnten. Zum einen die schärfste Karnevalstastaturklinge in Köln, den personifizierten Express, Marcel Schwamborn. Schön, dass du da bist. Hallo. Normalerweise brandet jetzt natürlich Applaus auf, aber den spielen wir dann irgendwie in den nächsten Wochen noch mal ein bisschen dazu. Und als zweites, ja, auch sowas wie eine eierlegende Karnevals-Wollmilchsau, Entertainer, Moderator, Sänger, Travestiekünstler, Ken Reise, Julie Voyage, also ja, heute bist du als Ken Reise hier. Weißt du eigentlich immer, als was du unterwegs bist oder wechselt es jeden Tag? Der Kalender sagt's mir. Und der Blick in den Spiegel. Ich wollte gerade sagen, ja. Marcel, vielleicht erstmal über euch. Also wie siehst du den Ken? Ist es einfach eine coole Karnevalssocke? Ist es einfach eine fantastische Frontsau? Ist es halt ein fantastischer Künstler? Wie siehst du ihn? Ja, die Wandelbarkeit ist enorm und das Sympathische, das bringt er einfach rüber, dieses Nahbar und vor allen Dingen auch dieses Moderne, weil der Karneval ist ja so ein bisschen auch im Umbruch, weg vom alten Gardistentum, sag ich mal, die alten Karnevalsrecken mögen es mir verzeihen, aber Ken steht für mich auch so ein bisschen für die junge Generation im Karneval, ein bisschen frischer Wind in den Sälen, dafür steht er. Wie siehst du die Medien? Jetzt müssen natürlich die Komplimente zurückfliegen, ne? Aber es ist ja tatsächlich so. Ich meine, ohne Medien geht's nicht. Und ich glaube, so kritisch ist man dem Karneval gegenüber ja auch nicht. Nein, und das Wichtige ist, dass es miteinander ist. Ich glaube, das hat der Marcel auch gerade schön gesagt, dass wir müssen miteinander schön was machen. Wir müssen was für die Leute machen, was nach draußen. Und wenn man das noch so ein bisschen verbinden kann, dass man da nicht einfach nur immer stur des Jobs arbeitet, dass man auch mal sagen kann, weißt du was, jetzt haben wir mal Zeit und das ist mal schön, dass man auch mal einen Kölsch trinkt und dass es zusammen was Schönes wird. Wir sind halt in diesem Millionendörfchen und wer hier alleine arbeitet, für sich da rumwurschtelt, der bleibt allein. Und so ist das ja, denke ich, eine große Familie für ein schönes Projekt unterm Strich. Ob das nur Karneval ist, städtische Themen allgemein. Du hast eben schon gesagt, der Kalender sagt dir Gott sei Dank, ob du heute Ken oder Julie bist. Aber tatsächlich mal, wie schwierig ist das? Weil es sind ja komplett unterschiedliche Rollen. Alleine die Verwandlung, das habe ich mir auch mal gefragt, wie lange dauert das eigentlich, sich in Julie zu verwandeln? Ach, das ist schwierig das ist rein eigentlich eine logistische Nummer. So, und ich vergleiche das immer ganz gern mit dem Großmeister. Also für mich der Großmeister Happe Kerkeling. Spiel Rollen. Das ist ja nichts anderes als Theaterspielen. Und wenn ich weiß, so heute muss ich das spielen, dann ist es für mich eigentlich nur wirklich eine logistische Sache, wie viel Zeit für die Vorbereitung, wie du sagst. So. Und die Vorbereitung, sich in den Fummel zu schmeißen und den Kleister in die Sicht zu hauen, das ist eine gute, also Schminken 1,5 Stunden. So, tu noch ein bisschen, alles, was man so macht, alltäglich, ne? So ein bisschen duschen, rasieren vorher wäre angebracht, bist du bei 2. Aber das musst du halt mit einkalkulieren, ne?
Kommen wir jetzt erstmal zum Sessionsbeginn und bei unserer Premiere wirklich erstmal zum klassischen Karneval. Ich meine, jetzt, man spürt es jetzt überall, es geht jetzt aktuell so richtig los. Ich stelle mich mal gerade so ein bisschen blöd, fällt mir jetzt nicht so schwer, aber ich habe jetzt letztens mal versucht, ich habe gerade Familie aus Australien, die leben dort, hier gerade zu Gast. Habe dir mal versucht zu erklären als Ausländer, was geht hier eigentlich jetzt gerade ab? Also jetzt ziehen gerade mehrere uniformierte Menschen in ein Hotel und machen da eine Männer-WG auf. Dann gehen die nochmal eben in den Dom, holen sich den Segen für buntes Treiben in den nächsten Wochen ab. Und als Highlight schmeißen sich dann im Gürzenich, zumindest an der Spitze, 3 ins Ornat und in die Rollen von Jungfrau, Bauer und Prinz werden mehr gefeiert als Robbie Williams zu besten Take-That-Zeiten. Da fragt sich natürlich jeder, deshalb sage ich stelle mich einfach mal blöd, wie seht ihr das? Also was geht dann in dieser Stadt ab? Was ist das? Was ist hier los? Ja, das ist ja ein Kosmos für sich, der da steht. Und du brauchst gar nicht bis Australien. Ein weiser Mann hat auch mal zu einer Karnevalsband gesagt, fahr mal 100 Kilometer. Egal in welche Richtung, kennt dich kein Schwein mehr. Also wir sind halt in einem kleinen Kosmos. Und das ist das Schöne daran. Und ich glaube, wenn man das mit der Muttermilch mit aufsaugt, ist das ein großer Vorteil, weil dann bist du halt einfach drin. Und das andere ist, dass vieles ja auch von außerhalb dann missverstanden wird. Wenn ich im Sommer die Altstadttouren mache und gehe mit denen zum Rude-Funke-Plätzchen, gerade jetzt bei unserem Motto, was wir haben, wenn träumen wieder blöe, dann kommen die auch hier mit diesem Militarismus, das ist ja alles furchtbar. Nee, ich sag, viel Meinung, wenig Ahnung. Ne? Und denen einfach zu erklären, dass das genau dieses Motto dies ja unterstreicht, ne? Dass das einfach eine Persiflage ist auf den Militarismus, ob mit dem Plüm um Kopf oder mit unseren Blümscher in der Knabüs. Das ist, wenn man damit groß geworden ist, ist es selbstverständlich, aber so merkt man noch ganz schnell, nee, wir leben hier in einem wunderbaren kleinen Moloch, in einem wunderschönen Kosmos und man muss dann auch viel erklären nach außen. Ich meine, wie versteht jemand außerhalb von München, was dort jedes Jahr 2 Wochen beim Oktoberfest abläuft, wenn Menschen 16 Tage aus ihrer Lederhose nicht mehr aussteigen und von morgens bis abends da auf den Bänken feiern? Das ist halt regional ein Fest und das ist hier unser Kosmos, unser Fest. Und in diesen Wochen geht's halt drum, einfach mal loszulassen, bisschen bei den ganzen Sorgen, die wir alle mit uns rumtragen, die werden ja jeden Tag mehr, bisschen loszulassen, Freude zu genießen und das Ganze wird halt natürlich mit diesen Rollen so ein bisschen auf die Spitze getrieben, aber vielen geht es ja jetzt auch gar nicht so drum um Uniformen, um Ornate. Viele wollen halt einfach nur zusammen sein, schunkeln, Lieder singen, Fröhlichkeit erleben und das bietet halt der Karneval. Und das Ganze ist ja so ein bisschen das Organisierte drumherum halt so, dass man eine Hofburg hat, wo die Jungs, das ist ja aus logistischen Gründen, dass die dort wohnen, weil die fahren jeden Tag zu 7, 8 bis 10 Auftritten. Wenn dann der eine erstmal aus Zollstock abgeholt wird, der andere aus Nippes, dann wäre ja alles nicht machbar so. Und deshalb fährt man täglich gemeinsam von dort los, damit man dann, wenn man nachts irgendwann um 1 Uhr wiederkommt, nicht noch wieder alle durch die Stadt absetzen muss. Spätestens jetzt weiß, glaube ich, jeder, warum wir uns die beiden Gäste eingeladen haben, denn keiner kann das ja besser erklären, was hier in Köln in den nächsten Wochen passiert. Ken, du hast ja letztes Jahr, glaube ich, mit dem Michael Kuhl auch so ein Lied aufgenommen, Karneval, ach Karneval, da ist ja auch immer so von diesem Kribbelfaktor die Rede. Wann geht das bei dir los? Weihnachten, 2. Weihnachtstag, dann wird der Schalter im Kopf umgestellt auf Kribbelfaktor Karneval, oder? Also ich tue mich immer mit diesen 11.11. Auftritten tue ich mich ein bisschen schwer, da muss ich ganz ehrlich sein. Also da ist mein Kopf noch nicht so wirklich drin. Im Programm ja, weil das Programm ist ja immer die Quintessenz aus dem Soloprogramm aus dem Jahr. Aber der Schalter geht für mich wirklich so traditionell am Neujahrsempfang der Mafia rum. Wenn du weißt, so, gleich musst du los, der Literatenstammtisch hat geladen und das ist für mich so, du kommst zur Tür rein, hast die ganze Puppe da stehen, alle haben wieder ein Mütze im Kopf und ja, so, jetzt hier los. Ich glaube, da musst du jetzt allen erklären, was die Literaten und was die Mafia ist. Ich wollte gerade sagen, da müssen wir kurz ausholen, jetzt wo du schon angesprochen hast, wir sind nicht in Italien, nicht in Neapel, aber es hat so seine Züge. Daher kommt der Begriff, ja. Es hat so seine Züge. Der Literatenstammtisch relativ simpel erklärt sind die Programmgestalter der großen Gesellschaften, was sich damals halt zusammengeschlossen hat und jene welche in Köln dann auch der Mafia genannt, macht dann den Neujahrsempfang und das ist so, dann hast du schon mal den meisten, die dir jetzt täglich über die Füße rennen, schon mal ein frohes neues Jahr gewünscht mit einem Abwasch. Und dann geht's richtig los. Und dann geht's los. Aber Marcel, an dich auch aus Mediensicht nochmal die Frage, auch zu dieser Rolle doch des Oberpromis im Karneval. Es ist nun mal dann am Ende des Tages der Prinz. Es wird ja dann schon vieles dann auch auf diese Rolle, auch allein durch die Prinzenproklamation und so natürlich fokussiert. Wie erlebst du das Jahr für Jahr?
aus medialer Sicht, aber auch wenn du mit den Prinzen oder mit dem Dreigestirn jedes Jahr sprichst. Ich meine, die sind dann für 8 Wochen, vorher kannte sie in Anführungsstrichen, nicht böse gemeint, aber eigentlich keiner. Dann sind sie für 8 Wochen prominenter als Gerhard Struber. Und nach 8 Wochen, wenn sie dann durch die Schildergasse gehen, ohne Ornat, erkennt sie wieder keiner. Das sagen auch alle vom Festkomitee, das ist für die das Wichtigste, dass sie das vorher begreifen, dass sie halt für einen ganz kurzen Zeitpunkt in dieser Stadt einen Bekanntheitsgrad, einen Ruhm haben und danach ist das wieder weg. Und darüber sind so einige, haben da Probleme im Nachgang gehabt, die dann plötzlich im März zu ihrer Frau zu Hause sagten, ich bring doch nicht mehr den Müll raus, ich bin Prinz Karneval. Also das ist so, da kommen einige nicht mehr klar mit und das ist halt ein ganz wichtiges Thema für die. Und ja, wie man die wahrnimmt, jeder ist natürlich, es gibt immer die gleiche Rolle, immer die gleichen Ornate, aber jeder Typ vom Charakter ist natürlich völlig unterschiedlich und man hat natürlich jedes Jahr irgendeine andere Geschichte. Letztes Jahr hatten wir ein Familiendreigestirn, alle 3 miteinander verwandt, Vater und Sohn im Dreigestirn, das war ganz spannend. Dieses Jahr von der Stadtgarde 3 wirklich super Jungs, die halt sehr viel Frische reinbringen. Stadtgarde gibt's ja erst seit 22 Jahren, das merkt man. Die sind noch total motiviert, haben super Ideen. Auch der Einzug in die Hofburg mit einer Schiffstour Feuerbahn rein, hat's alles noch nicht gegeben. Also es ist wirklich, die sind kreativ. Der René, früher guter Fußball-Torwart gewesen, bei Bayer Leverkusen gespielt, unter anderem der Prinz Karneval. Das ist halt ein Typ, ja, mit dem kannst du richtig Pferde stehlen, mit dem kannst du Spaß haben, aber der weiß natürlich auch, welche Rolle er jetzt im Moment einnimmt und dass er seit letzten Sommer, seit Juni, ist er in den Proben drin und das hat er auch komplett unterschätzt. Er sagte, dass er jeden Tag oder jede Woche 5 bis 6 Tage sich auf diesen Abend vorbereiten muss, auf diese Zeit jetzt. Also du brauchst, wenn du im Dreigestirn bist, brauchst du 7, 8 Monate kein Privatleben mehr annehmen, weil das gibt's nicht mehr. Das ist nicht nur diese 2 Monate, sondern auch das halbe Jahr vorher mit Vorbereitungszeit, Tanztraining, Sprechtraining und so weiter. Das ist eine super Sache. Aber danach ist dann auch ruckzuck wieder Schluss. Ja, und dann ist aber trotzdem für uns Medien immer noch der Ex-Prinz. Das heißt, wenn der René in 10 Jahren irgendwann mal seinen Führerschein verliert, weil er zu viel getrunken hat, dann wird in der Zeitung stehen, Ex-Prinz ist den Lappen los. Weil das ist natürlich viel besser als René K. Ne? Und das gibt's halt auch. Es gab auch ein paar Prinzen in dieser Stadt, die im Nachhinein schon mal ein paar Sachen erlebt haben, die nicht so schön waren, Insolvenzen etc. Und dann sind sie immer der Ex-Prinz. Und das Label wirst du nie wieder los. Juckt's da bei dir manchmal? Ist das für viele in Köln ist es ja einfach, oder für Kölner ist es einfach ein Lebenstraum? Ja, natürlich war das immer mal ein Lebenstraum, aber man muss ja dann auch realistisch sein, wo dann die Bühne mehr in den Karneval gerückt ist und was, wo ich sage, ja, natürlich war das immer mal ein Traum. Mittlerweile ist das utopisch. Weil es einfach ja, ich kann mich jetzt schlecht für 27 bewerben, ich bin ja in der Bürgergarde von Hause aus und aber ich kann ja jetzt schlecht dann sagen, ja, dann nehme ich halt für 27 keine Jobs und kein nix an. Das muss man natürlich abwägen miteinander und das ist jetzt, muss man auch ehrlich sein, wäre völliger Blödsinn. Vorher war das natürlich mal ein Traum, ne, wo wir jetzt so viele Künstler sagen, ach ja, weißt du was, wir sind doch jedes Jahr da. Ne? Ja, aber ein schöner Spruch noch zu eben, also zur Zeiten des Festkomitees. Gab es immer einen weisen Spruch nach der Session, so, und jetzt müssen wir gucken, dass wir ihnen die roten Schuhe ausziehen. Ja. Okay, ja, aber der eine oder andere lässt sie dann wahrscheinlich nicht so gerne fallen. Ne? Genau, weil nur der Papst und der Prinz Karneval trägt rote Schuhe. Das muss man halt auch wissen. Also Lederschuhe. Du hast ja, Marcel, das jetzt vor der Session auch noch mal so ein bisschen beleuchtet, wie eigentlich so ein Dreigestirn ausgesucht wird. Das ist ja auch das, was Ken anspricht. Bei ihm natürlich eine besondere Rolle. Er kann jetzt nicht auf die Bühnenauftritte verzichten und ein Jahr mal eine Pause machen. Aber auch bei den anderen, die sind ja alle berufstätig. Vielleicht kannst du das noch mal kurz erläutern, dieser Zauber, der da auch inne wohnt, diese Auswahl, ist ja auch immer die mehr von einem Riesenvermögen, was dann ein Dreigestirn mitbringen muss. Ich glaube, das ist jetzt mehrfach auch schon vom Festkomitee eigentlich relativiert worden, dass es so dramatisch nicht ist, dass man quasi Haus und Hof dafür verkaufen muss. Genau, ja. Wie Ken sagt, man kann es halt nicht planen, weil man kann nicht sagen, okay, 27 möchte ich es werden, weil jedes Jahr beginnt der Auswahlprozess von neuem. Und die Künstler werden meistens auf 2 Jahre im Voraus gebucht. Daher muss er jetzt natürlich schon Aufträge für 27 annehmen und kann sich da nichts weglassen. Es geht jedes Jahr im September, stellt das Festkomitee den Präsidenten der Gesellschaften das neue Dreigestirn vor.
Und an dem Abend, wenn es vorgestellt wird, wird sozusagen auf der Bühne schon wieder der Startschuss für die neue Bewerbung gegeben. Dann heißt es so, ab jetzt Feuer frei. Wer will im nächsten Jahr denn dabei sein? Dann müssen Bewerber über den jeweiligen Präsidenten der Gesellschaft eine Bewerbung einreichen, also eine E-Mail oder so nach dem Motto, wir wollen es gern werden. Du brauchst immer 3 Personen. Die müssen jetzt nicht bei derselben Gesellschaft sein. Es können also auch von unterschiedlichen, die sie als Team zusammentun, aber es müssen 3 Personen sein. Und es muss halt, wie gesagt, von einer Gesellschaft getragen werden oder von den jeweiligen Präsidenten. Und dann kommt das Festkomitee an Aschermittwoch, macht das Cut. Alle Bewerbungen, die bis Aschermittwoch eingegangen sind, die kriegen dann einen Fragenkatalog zugeschickt, wo es dann darum geht, jetzt mal richtig ausführlich schriftlich zu begründen, warum will ich es werden, was nehme ich mir vor für die Session, was ist mein Ziel, wofür möchte ich eventuell spenden, was soll unsere Botschaft sein, dann kommt da noch alles Mögliche rein, Führungszeugnis, Fotos und so weiter. Dann geht's ab Anfang April los mit den ersten Castingrunden beim Festkomitee. Dann laden die alle, die sich dann offiziell beworben haben, ein, alle Teams, und die mal kennenzulernen. Und dann gibt's so kleinere Aufgaben, so nach dem Motto, jetzt stell dir mal vor, du bist Prinz Karneval und du kommst jetzt in ein Hospiz. Was würdest du denn dort sagen? Ne? Und dann müssen die halt schauen, wie reagiert man da drauf, weil du kannst nicht bei jedem Auftritt immer dieselbe Rede halten als Prinz Karneval. Du musst halt auf die Gegebenheiten reagieren. Das wird getestet. Und dann kommt das, was ich eben schon sagte, auch wichtig, der Umfeldcheck. Wie ist die Familie? Steht die überhaupt dahinter? Oder sagt die Ehefrau oder der Ehemann, was denn für eine bekloppte Quatsch, ne, so der mit seiner Spinnerei, und dann weiß man jetzt schon, das gibt Stress. Wenn der dann 8 Monate nicht mehr zu Hause ist und nur noch sein Karnevalsding dreht, dann geht darüber die Beziehung zu Brüche. Also die werden auch alle eingeladen, werden abgeklopft, ob die es wirklich wollen, und auch, wie sieht's mit dem Arbeitgeber aus? Wird der freigestellt für so eine lange Zeit? Kann er sich das leisten? Hat er Tiere? Wer kümmert sich um die Haustiere in der Zeit? Also Fragen, wird alles geklärt. Ja, und am Ende sagt dann die Kommission, bisher wäre man sich dann relativ schnell immer einer Meinung gewesen, wer es dann wird. Ich meine, man darf jetzt natürlich auch nicht sich vorstellen, dass da 10 Kandidatenteams jedes Jahr antreten, weil es gibt knapp 80 ordentliche Karnevalsgesellschaften, nur aus denen können die sich rekrutieren. Die Karnevalsgesellschaft, für die das Dreigestirn stellt, für die bedeutet das viel Aufwand in der Session, auch Kosten. Das heißt, da kann nicht jedes Jahr dieselbe Karnevalsgesellschaft ein neues Team reinwerfen. Das schaffen die auch nicht. Und von daher reden wir über einen überschaubaren Rahmen von Kandidaten. Ja, und was die Kosten angeht, man sagt Pi mal Daumen, bei 3 Personen vielleicht 100.000 €, die man mitbringen sollte aus der eigenen Schatulle. Der Rest geht über die Gesellschaften, geht über Sponsoring, auch so, dass die jetzt 2 Monate im Hotel wohnen, läuft natürlich über Partnerschaften. Also die zahlen nicht den Hotelübernachtungspreis, den ein Tourist an Karneval zahlt am Heumarkt. Und daher, es ist also, das Geld ist natürlich ein Thema, also davon könnte man sich auch ein schönes Auto kaufen, anstatt Prinz Karneval zu sein. Aber in wirklich das Wichtigste ist der Zeitfaktor und der Familienfaktor. Genau, man muss wissen, packe ich das wirklich, schaffe ich das, will ich das, wollen das auch wirklich alle, oder sind da nur 3, die abends an der Theke die Idee hatten? Das ist so das Wichtigste. Dieses Jahr ist ja eine Besonderheit, ich weiß gar nicht, ob man es noch groß zum Thema machen muss, aber einmal ansprechen würde ich es gerne. Es ist das erste reine homosexuelle Dreigestirn. Wir hatten schon einen homosexuellen Prinzen, eine Jungfrau. Findest du aus deiner Sicht, ist es überhaupt noch erwähnenswert, oder sollte man es quasi jetzt auch dabei belassen, oder steht es auch irgendwo für die Vielfalt, oder ist es dann noch mal was Besonderes? Es wäre schön, wenn es nicht mehr erwähnenswert wäre, oder wenn man es nicht mehr erwähnen müsste, aber leider, wie man ja gerade auch politisch und alle Schwingungen wieder hört und alles, wo es gerade so ein bisschen ein Geschmäckle hat, muss man es wieder. Und es ist schade, dass man es muss, aber die machen das halt auch wirklich gut. Du hast es, Marcel, wunderbar gesagt, das ist ein tolles Team, die Jungs machen das gut. Es geht einfach um Vielfalt, es geht um ein Miteinander. Es geht auch grundsätzlich einfach um Werte. Um einen Umgang im Karneval, ein Miteinander zu pflegen.
ja auch immer das Ganze mit Qualität zu machen. Das ist natürlich die Stadtgarde ganz vorne. Du hast gesagt, die ist so alt sind sie noch nicht im Verhältnis zu einer alten Familientraditionsgesellschaft oder einem Traditionschor. Und da kommt halt eine Frische rein. Und wenn man das mal so spiegelt über die Zeitspanne, hatten wir früher die Rosa Funken. Die waren zu ihrer Zeit polarisierend. Ne? Die mussten Krawall machen, die mussten laut sein, die mussten schrill sein, die mussten schräg sein, um politisch da auch so ein bisschen was zu bewegen. Auch wenn wir sagen, der Karneval ist nicht politisch, doch in dieser Sache ist er politisch. Was auch gut, also ich finde gut ist, dass man auch mal für was steht. Und die hatten zu ihrer Zeit ein perfektes Dasein. Und dann kam die Stadtgarde und hat gesagt, nee, wir müssen das nicht schrill machen, wir müssen es nicht schräg machen, wir müssen nicht polarisieren, wir müssen es mit Qualität machen. Wir müssen es mit Anspruch und Qualität machen. Dann kam die Tanzgruppe dazu. Die schärfsten Schenkel Kölns reißen dir jeden Saal heute ab. So, dann kam die Bordkapelle dazu. Am Anfang haben wir gesagt, oh Jod. Wenn wir gestern beim Einzug der Hofburg gesehen haben, was die mittlerweile eine Qualität haben in der Musik und eine Größe haben und. So geht das immer weiter. Und so finde ich es, dass man es halt nicht polarisierend machen muss, dass man es in der Familie der Kölschen Karnevalsgesellschaften zusammen zu was bringen kann, zusammen zu einem Statement und tolle Werte leben kann und die auch nach außen zeigen kann. Und das schwappt natürlich dann in die Stadtgesellschaft über. Das war dem Dreigestirn auch ganz wichtig. Bei der Bewerbung, beim Festkomitee sind sie nicht angetreten nach dem Motto, unsere Botschaft ist, wir drei sind schwul. Punkt. Nee, das wäre zu dünn, das kann es nicht sein. Sie haben viel mehr Sachen mit Toleranz, Offenheit, Vielfalt, die sie proklamieren. Das eine ist natürlich auch ein Thema und sie wollten es auch nicht so sehr in den Vordergrund schieben, aber sie sagen, es gibt halt immer wieder mehr Anlässe, weshalb man doch nochmal darauf hinweisen muss, wenn in, weiß ich nicht, Leipzig ein CSD nur noch unter Polizeischutz stattfinden kann, da sagen sie halt, das ist furchtbar und deshalb wird das Thema auch immer mal wieder gemacht und aber sie wollen halt nicht sozusagen mit dem Regenbogenfähnchen in den Saal einziehen, weil sie sagen, das ist viel zu kurz gedacht. Das ist auch ein Teil von ihnen, aber ihnen sind viele Dinge wichtiger, wie gerade das Thema der Aggressivität untereinander, der Unzufriedenheit, die fehlende Wertschätzung und sowas und die politischen Tendenzen. Wir haben jetzt auch noch mitten in der Session eine Bundestagswahl. Das ist natürlich alles sehr speziell in diesem Jahr. Anlässe genug, ihre Botschaften zu transportieren, haben sie 420 Auftritte. Das ist schon irre, oder? Ja, das ist ein strammes Programm. Also der eine oder andere Klischee-Beamte würde wahrscheinlich sagen, wie viele Jahre haben die Zeit für so viele Termine? Aber hier reden wir jetzt von 7 Wochen. Ja, Markus Gottschalk vom Festkomitee, der war früher selbst mal Prinz, der organisiert die Termine und er sagt halt auch, ich bin hier der heißeste Booker Kölns, weil ich habe hier die wichtigste Nummer. Keine Band, also ich glaube, die Räuber führen momentan mit 222 Auftritten in dieser Session. Solche wie Brings machen 160 Auftritte. Das sieht man, was das bedeutet. Und die müssen halt auch in jedem Saal, es geht ja nicht darum, bei 420 Auftritten nur mal eben ein Foto zu machen, Hände zu schütteln. Du musst überall einmal singen, ach, wer ein schmucker Prinz im Karneval und so weiter. Das muss überall gesungen werden und überall ein paar Worte gesagt werden. Das ist ein Pensum. Das meinte ich ja eben mit diesem Zeitfaktor. Aber auch körperlich, ne? Ich meine, auch Tanzen, ist ja alles immer dabei dann auf der Bühne, ne? Also du merkst das ja auch in den ersten 2 Wochen. Wir sagen immer so, und jetzt sind sie angekommen. Wenn du merkst, gerade in der knappen Session, wo die Termine noch gepüngelter sind, in der ersten Woche feiern die noch wie die Weltmeister nach der Proklamation. Da ist keine Nacht, wo man nicht in der Hofburg noch steil geht und was macht. So, und wenn die Woche rum ist und so langsam merken die dann, so, dass der Akku jetzt nicht mehr immer wieder voll wird, dann sagst du so, und jetzt sind sie angekommen im Set und jetzt müssen sie aufpassen. Das merken wir als Künstler, das merken wir alle, die unterwegs sind jetzt in dieser ganzen Zeit, merken wir, dass wir jetzt einfach mit unseren Kräften haushalten müssen. Ne? Klar, ist jetzt gestern war noch mal ein schöner Abend, da haben wir auch noch mal ein paar Kölsch mehr getrunken und ein Weißweinschälchen, aber jetzt heißt es, straight bleiben, achte drauf, ne? Die Vitaminkur immer schön rein und es ist ja so krass, wenn es wirklich dann der Fall der Fälle kommt, was ja dann in den letzten 2 Wochen oder letzten Woche oftmals ist, dass dann wer mehr als nur einen Schnupfen hat oder mehr als nur eine Erkältung hat, egal, ob das Dreigestirn ist, ob das im Künstlerbereich ist, ja, dann liegst du beim Arzt und lässt dir deine Elektrolyte, hängst dich an den Tropf. Das ist halt so krass, ne? Und wir können nicht einfach sagen, so komm, ach ja, heute, nee, sag mal ab, ich fühle mich heute nicht so. Ist schwierig.
Das ist schon ein harter Job. Das Dreigestirn wird seit Mitte Dezember auch medizinisch dahingehend betreut. Die kriegen seit Mitte Dezember schon Infusionen, um einfach die Power zu haben für diese Zeit. Weil du kannst jetzt nicht einfach Silvester noch mal Raclette machen und dann 2 Tage später ziehst du durch die Säle. Das schaffst du nicht. Ne? Und gerade, wie gesagt, das Erkältungsthema ist jedes Jahr ein ganz großes, weil wenn du 8 Termine an einem Abend hast, sitzt draußen im Wagen, der kalt ist, steigst aus vor einem Saal, rennst durch Nieselregen in den Saal, wo drin gefühlt 40 Grad sind und das Wasser von der Decke tropft. Und das 8-mal an einem Abend, da bist du rucki-zucki, hast du eine richtig fette Erkältung. Und dann hast du ein Problem, weil du hast ja keine freien Tage in der Session. Was ist aus eurer Sicht vermutlich das meistgebrauchte Wort in den nächsten 7 Wochen? Ja, umgestrichen Alarv, ne? Hätte ich auch getippt. Ich frage es deshalb, weil wir haben natürlich auch bei Bis der Nubbel brennt eine wunderschöne Rubrik. Wir lassen uns aus Kindermund das eine oder andere erklären. Und heute ist Alarv dran. Kids erklären Karneval. In jeder Folge von Bis der Nubbel brennt erklären wir einen der vielen Jeckenbegriffe. Heute Alarv. Alarv ist der bekannteste Ruf im Kölner Karneval und bedeutet so viel wie Köln über alles oder es lebe Köln. Der Begriff stammt aus dem alten Kölsch, einer Sprache, die früher in Köln gesprochen wurde. Ursprünglich hieß es Al-Af, was ungefähr alles weg bedeutet, und eine Art Springspruch war nach dem Motto alles leeren, Prost. Im Karneval wird Alarv schon seit dem 18. Jahrhundert als Gruß- und Jubelruf verwendet. Es zeigt die Freude und den Zusammenhalt der Jecken und ist ein Ausdruck von Stolz auf die Stadt Köln und ihre Traditionen. Bis heute rufen die Menschen Kölle Alarv, um die fröhliche Stimmung zu feiern und sich gegenseitig gute Laune zu wünschen. Ja, es wird jetzt viel Alarv gerufen und wir haben auch schon viel über das Dreigestirn gesprochen, aber es ist natürlich noch viel mehr. Also wir freuen uns natürlich gerade jetzt in den nächsten Wochen auf ganz viel Musik, auf Redner, auf Tanzgruppen. Was ist so das, worauf du dich am meisten freust, wenn du auch mal aus der Rolle vielleicht rausgehst, selber als Künstler, sondern wenn du auch mal konsumierst? Ist es eine Kostümsitzung oder keine Ahnung? Das sind für mich, wo ich wirklich Karneval genieße, sind 2 Sachen. Eine Sache sind das die kleinen Sachen, kleine Veranstaltungen. Das sind so diese besonderen Veranstaltungen. Das sind so Sachen, es gibt ja so ein paar Montagsveranstaltungen, wo ja normal auftrittsfrei ist. Sich aber verschiedene Gruppierungen mal zum Thema gemacht haben, um zu sagen, komm, wir machen eine Veranstaltung, wir machen da was ganz Verrücktes, wir machen wirklich mal anarchisch Karneval. Und das sind für mich die Veranstaltung Lustige Tasmania. Das sind die schwer Erziehbaren und sowas. Das sind halt so diese schönen Sachen. Schlepp, Hurra. Schlepp, Hurra, genau. Mhm. Das sind die Techniker, die immer die ganzen Sachen schleppen müssen in der Session. Genau, sowas. Mhm. Das sind für mich so, eigentlich, das ist Karneval. Oder ich habe mal einen freien Tag irgendwie, wo mal gar nichts ist und ich sage, weißt du was, du springst jetzt einfach mal in die Uniform und fährst bei der Bürgergarde im Bus mit. Einfach mit den Jungs mal fahren, hinterherrennen, keine Verantwortung auf der Bühne. Du musst jetzt nicht gucken, dass du die zum Lachen bringst, zum Singen bringst. Karneval ist für mich eigentlich von Herzen so das Anarchische. Lass mal Quatsch machen, lass mal Blödsinn machen, denn das ist doch eigentlich das Schöne. Ne? Wie hast du es jetzt erlebt? Du bewertest ja dann auch natürlich logischerweise viel. Ihr habt ja auch vom Verlag dann immer diese Auszeichnung närrischer Oscar, die immer verliehen wird. Geht ja am 11.11. dann schon auch mit neuer Musik zum Beispiel los. Drängt sich da irgendwas auf? Gibt's neue Gesichter? Hast du da schon irgendwas, was du aus deiner Sicht sagen kannst? Also im musikalischen Bereich muss man sagen, es wird immer mehr an Vielfalt. Also es gibt ein paar relevante Sampler, da sind 110 Lieder in diesem Jahr drauf, die rausgekommen sind. Also insgesamt reden wir vielleicht von 350 neuen Liedern, die wieder rausgekommen sind zu dieser Session. Es ist da sehr viel auch an jungen Bands dabei, viele auch etablierte Bands produzieren mittlerweile 2 Songs für eine Session. Also ich habe das Gefühl, durch die immer bessere Studiotechnik wird auch immer mehr gemacht irgendwie so. Also es erschlägt ein regelrecht. Wenn die ganzen neuen Lieder rauskommen, sitze ich stundenlang, höre mich da durch. Und manchmal habe ich halt wirklich das Gefühl, nach 2-3 Stunden, mir bleibt nichts im Ohr hängen, weil es ist einfach diese Masse im ersten Moment. Das funktioniert für mich immer erst, wenn ich auf den ersten Veranstaltungen war. Zum Beispiel jetzt rund um den 11.11., in der Kölner Arena zum Beispiel, wenn du dann an einem Abend schon mal so 15, 16 Bands siehst und hörst und merkst, welcher Song wie vom Publikum aufgenommen wird, weil da gehört ja auch immer viel Interaktion des Sängers dazu, wie nimmt das Publikum mit, dann funktionieren manche Lieder ganz anders, als wenn man sie vorher nur auf CD gehört hat. Also von daher,
es gibt viele gute junge Bands, die nach vorne preschen und den Etablierten so ein bisschen Feuer machen. Also da hat ja sowieso so ein klein bisschen Wandel stattgefunden. Man hat ja jahrelang immer vom Kleeblatt in Köln, von den großen Bands gesprochen. Da gibt's jetzt natürlich durch Casalla, Cat Ballou sowieso schon so die immer mehr bei den Jüngeren gerade auch beliebt sind und ein bisschen so an den alten Blackfoes, sag ich mal, kratzen. Die Räuber haben in den letzten Jahren einen wahnsinnigen Sprung wieder nach vorne gemacht. Die waren mal so ein bisschen am Abstellgleis, aber durch ihre letzten Hits wie Oben, Unten, Wigger Digger und so sind die wieder groß drin. Toll finde ich halt auch so Nachwuchsgruppen wie Charmeur, die in diesem Jahr ein ganz tolles Lied rausgebracht haben, Hetz voll Jolt. Das sind so Lieder, King Louis, Konfetti in der Hand, das sind Bands, die man vielleicht nicht so direkt am Zettel hat, aber die könnten punkten in der Session. Also in der Musik, muss ich sagen, sehr professionell mittlerweile, sehr viel sehr viel Auswahl. Natürlich buchen die meisten Gesellschaften doch am Ende des Tages immer so die gleichen großen Bands. Das macht es halt auch manchmal ein bisschen eintönig, wenn du als Reporter unterwegs bist und zum 10. Mal Cat Ballou im Saal siehst. Wo es ein bisschen hapert, ist bei den Rednern. Wir haben bei den Rednern die ganz Großen halt, das Herrengedeck, also Martin Schops, Volker Weininger, J.P. Weber, dann natürlich Guido Kanz als Dauerbrenner. Dann wird's aber schon wieder langsam dünner. Bernd Stelter ist immer noch so ein bisschen unterwegs. Aber da fehlt seit Jahren so einer, der so richtig den Schub nach vorne gemacht hat. Und da sehe ich auch momentan wenige beim Vorstellabend. Ich habe ihn persönlich nicht gesehen, weil ich an dem Abend nicht da war, aber da hat der Javid wohl ein hervorragendes Bild abgegeben. Das ist ein ehemaliger, der mit seiner Familie aus Afghanistan geflüchtet ist und darüber auch so ein bisschen Witze macht. Das ist wohl sehr gut angekommen, aber das war's dann auch erstmal wieder. Auch bei den Frauen gibt's da kaum Nachschub im Rednersegment. Und das führt dann halt dann dazu, dass wirklich bei den Sitzungen in der Regel immer die gleichen 3-4 Redner zu hören sind. Und ich weiß noch, letztes Jahr saß ich auf einer Sitzung und irgendwann sprach mich eine Frau an und sagte, sagen Sie mal, darf ich Sie mal was fragen? Ich sage, ja, wieso? Haben Sie denn gar keinen Spaß hier heute Abend? Ich sage, wieso? Ja, ich habe Sie jetzt ein paar Stunden beobachtet. Sie lachen ja nie. Ich sage, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, die Rede da vorne höre ich gerade zum 15. Mal. Da kann ich über keinen Witz mehr lachen. Und das hat mir Martin Schops auch mal gesagt, irgendwann in der Garderobe. Er sagte, ich kann mich selbst nicht mehr hören. Ich erzähle 8-mal am Abend den gleichen Gag. Und ich muss ihn immer noch wieder überzeugend präsentieren. Aber es ist halt immer der gleiche Gag. Und auch die Redner ziehen so viele Auftritte durch wie die Bands. Und daher, da hapert so ein bisschen in Sachen Nachwuchs. Kannst du dich abends noch jeden Abend selber hören? Oder ja, irgendwann wird's müßig. Also irgendwann denkst du auch, ach komm, wie du sagst, ja, das Schöne ist unterm Strich, es ist natürlich derselbe Gag und man variiert ja auch immer mal dazwischen. Ne? Also du machst, wer glaubt, dass du mit einer Rede durch alles durchkommst, das ist also nach meiner Meinung kompletter Blödsinn. Du brauchst eine Ausrichtung für die Herren, du brauchst eine Ausrichtung für die Damen, wobei, wenn man bei den Damen als Redner steht, das ist jetzt auch gar nicht despektierlich, ich meine, sing um dein Leben. Also, dass der Saal wirklich die Aufmerksamkeit bringt, und da sind wir beim Thema. Natürlich haben wir weniger Redner als die musikalische Komponente. Ne? Da denke ich ja mittlerweile, jeder, der im Keller eine Gitarre findet, macht eine Karnevalsband auf. Ne? Also weil wir da eine Masse haben. Bei den Rednern ist es das Problem der Platzierung mittlerweile auch. Und ganz ehrlich, jetzt habe ich das große Glück, dass ich mir immer noch meine musikalische Komponente dabei habe. Aber es gibt halt wesentlich weniger Plätze für die Redner. Natürlich, da sind wir auch wieder bei dem Thema, du musst den Namen auf dem Plakat stehen haben. Und da ist natürlich, ob das Herrengedeck und alles, die du sagtest, natürlich schnell genommen. Wir haben einen ganzen Rutsch auch noch an Rednern der 2. und 3. Rang, der unterwegs ist. Aber da wird's halt schwierig zu platzieren. Da brauchst du nach der Pause nicht mehr zu schicken. Dafür gibt's dann wunderbare Konzepte, wie zum Beispiel die Redner Frühschoppen. Ich liebe das. Das ist ein Konzept, da sind ein gemischter Saal oder nur Herren oder nur Damen und dann hast du 5 oder 6 Redner bei der Veranstaltung, dann kommt der Redner, dann ist eine halbe Stunde oder 20 Minuten Pause, dann wird bedient, dann gibt es Kölsch, Toilette, Rauchen, tralala, danach kommt der nächste Redner, wird sich hingesetzt, ist Ruhe, kein Service, kein nichts, komplette Aufmerksamkeit und da kannst du natürlich richtig draufhauen, ne? Und das sind so schöne Sachen, wo du dann oftmals denkst, in einem, in einem Sitzungssaal oder Zelt oder wo du dann in der 2. Abteilung dran bist als Redebeitrag.
da hast du schon zu kämpfen. Und ich ziehe den Hut vom Volker zum Beispiel, der ja noch in dem Redebeitrag seine Rolle spielt. Der kann nicht mal eben ausbrechen aus seiner Rolle, aus der Rede, aus dieser Nummer. Der muss das durchziehen. Und dann kommt die wichtige andere Komponente. Du brauchst einen Sitzungsleiter, der nicht einfach da oben steht und sich toll findet mit seinen Glitzersteinen. Du brauchst dann einen Sitzungsleiter, der den Saal im Griff hat, der den zur Raison bringt, der die Bühne für den Redner mit seiner Rolle oder wie er sich darstellt, vorbereitet, dass der die Bühne so vorbereitet kriegt, einen vorbereiteten Saal, und da gehört es auch zu, ich warte so lange, bis die wirklich alle die Schnauze halten. Ne, dass er wenigstens so anfangen kann, und dann ist das ein Profi, egal wer von dem, der kriegt die dann und dann hält er den Saal auch. Aber das ist dann schwierig, dann werden 20 Minuten verdammt lang unterm Strich, ne? Und wenn wir dann die Komponente haben, wir haben schon viele Comedians gehabt, die aus dem Comedian-Bereich gekommen sind in den Karneval, wo viele großartige Künstler aber im Karneval mit Anlauf vor die Wand gerannt sind. Weil das ist der Comedian arbeitet mit einer ganz anderen Gagdichte. Wenn du in einem Sitzungssaal bist und haust da nicht in den ersten 30 Sekunden oder in der ersten Minute mal richtig ein paar da rein und haust da noch ein paar Kurzgags zwischen, weil sonst dann sind die weg. Wenn ich aber anfange, erstmal eine Gaggeschichte aufzubauen und fange in der Antike an, ja, bis der Gag kommt, ist der Saal schon lange am Klo. Ne, das ist halt auch die Schwierigkeit in der Kiste. Ja. Ich glaube, dass das Epizentrum aller Veranstaltungen, also alle haben ihre Berechtigung, alle sind auch toll, du hast auch kleine angesprochen, Fahrsitzungen und so weiter. Epizentrum ist natürlich irgendwo dann doch die Köln Arena, hattest du, Marcel, auch schon angesprochen. Ich meine, da rennen einfach in der Session roundabout 150.000 Leute hin, ne? Das ist schon eine Aussage. Du moderierst das. Ist das für dich auch so eine Art Ritterschlag gewesen, das moderieren zu dürfen? Ja, da müssen wir uns nichts vormachen. Das ist natürlich einerseits für die Vita und die andere Seite die Chance zu kriegen, vor so einem großen Publikum zu arbeiten, zu lernen, weil es ist ein komplett anderes Arbeiten, als wenn du eine Sitzung im Maritim leitest, wenn du nur deinen 20 Minuten Auftritt hast, in der Rede, im Gesang, wie auch immer. Das ist ein komplett anderes Arbeiten. Das ist natürlich etwas Großartiges. Und ich nehme mal das Flaggschiff raus, den 11.11., wo du natürlich dann noch gar nicht weißt, wie funktionieren neue Lieder, wie haben sie ihr Set aufgestellt. Du machst ja ich nenne es jetzt mal Massenlenkung. Und wenn du dann merkst, dass du irgendwann für dich so deine Schlüssel gefunden hast, dass du da wie viele zigtausende auf deiner Seite hast und die auch so ein bisschen lenken kannst oder animieren kannst oder auch runter, hoch von den Emotionen bringen kannst, das ist natürlich was Geiles und was Großartiges, muss man nicht drüber reden. Aber immer noch nicht vergleichbar mit der Fahrsitzung, und es ist was ganz, ganz anderes. Es ist ein Kosmos für sich. Es ist ja eine große Party, stundenlange Party. Es gibt zwar am Anfang den traditionellen Einzug der Gesellschaften und des Dreigestirns, aber ab dann ist es eine Party. JP Weber ist der Einzige, der dort noch einen Wortanteil drin hat. Alles andere sind Bands, die dort spielen, ne? Weil da will keiner um 10:30 noch irgendeinen Redner hören. Die Leute, das ist nicht mehr umsetzbar. Da tritt eine Band nach der anderen auf. Und das ist halt, klar, das ist aber natürlich ein Hexenkessel, seitdem es jetzt im letzten Jahr auch noch die Oberränge geöffnet werden in der Arena. In diesem Jahr bei fast allen Veranstaltungen ist der Oberrang noch auf. Ist da ein Druck drin? Das ist enorm, was an Lautstärke, an Emotionen da erzeugt wird. Das ist natürlich, kriegst du in keinem anderen Saal hin. Also es ist ja in diesen Tagen auch wieder die Mitsing-Initiative Lost Mal Singe angefangen, und dort stimmen dann ja die Leute in den Kneipen ab, was der Sessionshit des Jahres wird. Insgesamt werden im Ende Februar 15.000 Menschen dort ihre Stimme abgegeben haben. Das ist an einem Abend in der Köln Arena dann los, ne? Und da sind natürlich die Dimensionen ganz andere. Ja, du merkst da auch ganz klar, was haben wir für einen Tag in der Arena. Du merkst genau, weil ich sage auch immer, weil es gibt ja viele aus Köln, die sagen, boah, das frisst ja unser Sitzungspublikum weg, und ist für kompletter Blödsinn. Tut's gar nicht. Das ist für die Leute, die auch aus dem Umland, die aus Köln kommen, die nicht die Nüsseler haben. Wir wissen, wie teuer ein Sitzungsbesuch bei den normalen Gesellschaften im Jürzenich oder was weiß ich wo ist. Ne? Da hast du mal einen großen, fast den ganzen Querschnitt einmal gesehen. Und natürlich kommen die auch von weit her. Und du merkst das schon in der ersten halben Stunde, wie viele Leute heute in dem Bütchen sitzen und schon 4 Stunden in irgendeinem Bus saßen,
und da natürlich schon dementsprechend sich was in die Rüstung geschüttet haben. Und das merkst du auch und dann geht es einfach nicht mehr. Deswegen, ich finde es wichtig, dass auf auch in der lachenden Köln Arena diese Vielfalt auf der Bühne ist, denn das macht's bunt. Wenn ich jetzt einen ganzen Abend Band an Band an Band, dass wir aber wenigstens noch Tanzgruppen drin haben, auch zur späteren Stunde. Die Stadtgarde räumt immer noch ab am Schluss, die Luftflotte und wie sie alle da sind. Ne? Dass wir am Anfang noch einen Thomas Küpper mit drin haben, Klimpermännchen Jörg mit drin haben, die Marita noch als Solist mit drin haben, dass es auch noch Solisten gibt, weil das ist auch wieder ein anderes Bild. Weil das ist das, irgendwann nach der 6. Band ist das eine Soße. So schade wie das ist, ne? Auch weil sie sagen, die haben alle mittlerweile eine Wahnsinnsqualität, die Bands, aber der Karneval lebt auf der Bühne durch die Vielfalt und nicht dadurch, dass wir jetzt da ein Bandabklar hintereinander wegzimmern. Das ist dann schade, ne? Weil der Karneval ist da viel mehr. Apropos in die Rüstung schütten, zum Schluss dieser Premierensendung nochmal 3, 4 Fragen, um die Typen hier zu beleuchten, die bei mir zu Gast sind. Kölsch oder Wein oder Fanta? Ganz klar Kölsch. Bei dir? Das kommt drauf an. Feierabend doch gern mal ein Weinchen. Offen für alles. Mettbrötchen oder halber Hahn? Mettbrötchen, aber bei mir ohne Zwiebeln. Das darf man nicht sagen, aber ist bei mir so. Ich schließe mich den weisen Worten an. Ja. Kostüm oder Prunksitzung? Kostüm. Ist Prunk kein richtiger Karneval? Doch, das ist alles gehört. Also alles ein Stück des Karnevals. Deswegen mag ich immer nicht, wenn irgendwelche Leute in Köln sagen, boah, ich mach das alles nicht. Nee, ich sag, du hast dich noch nie damit beschäftigt. Das fängt beim Traditionellen an, geht bis zu den Stunkern, geht bis zur Rosa-Sitzung von allem und da gehören auch die Gala-Sachen zu, da gehören die Frühschoppen, die Fahrsachen. Der Karneval ist so vielfältig, wenn man da einfach mit ein bisschen Herz und Freude erstmal sich damit beschäftigt. Wenn du danach sagst, nee, ist alles okay, aber nicht einfach erstmal rausposaunen. Als letztes Stippefutt oder Schunkeln? Schunkeln. Klare Einheit. Perfekt. Lieben Dank an euch beide. Ich glaube, spätestens jetzt haben alle richtig Bock auf die Karnevalssession. Ich glaube, eins habe ich vor allen Dingen gelernt. Wenn man vor Damen singt, dann muss man um sein Leben singen. Also ich werde jetzt Gesangsunterricht nehmen. Und dann freue ich mich schon auf unsere nächste Ausgabe von Bis der Nubbel brennt. Vielen Dank an Ken Reise und vielen Dank an Marcel Schwamborn für den Besuch hier bei Bis der Nubbel brennt. Vielen Dank auch an euch, an Sie fürs Zuhören und Zuschauen. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr allgemein interessiert seid an Bis der Nubbel brennt, dann abonniert doch gerne unseren Kanal auf Spotify oder auch auf den anderen gängigen Podcast-Portalen. Als Videocast gibt es das Ganze zu sehen bei YouTube und bei Instagram. Alle Links findet ihr aber natürlich hier auch in den Shownotes. Ich sage danke, mein Name ist Björn Lindert. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Bis der Nubbel brennt. Bis der Nubbel brennt ist eine Produktion von Goodwill Run und der Streaming Factory. Redaktion Alexander Haubrichs, Host Björn Lindert.